Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende 3 Beiträge für euch parat. Die Weihnachtsgeschichte, neu verpackt, der Milibach in Brienz und eine Hotelkooperation in Interlaken. Wenn sich die Nachbarn in Hirten, Römer oder Engel verwandeln, dann läutet die Echtweihnacht in Münchenbuchsee die Festtage ein. Das Theater in Etappen wird vom Pfarrteam und vielen Gemeindemitgliedern engagiert unterstützt und bekommt so eine zusätzliche Tiefe und Aktualität. Ich schaue für die Echtweihnacht, für das die Kleider alle zusammen beieinander sind. Das, was hier hängt, ist gerade mein Kleid. Ich agiere als eine der 3 Könige, als eine der 3 Weisen. Ich bin Nachfahrin von der Königin von Saba. Es ist mein Untergewand. Ich habe einen weiten Umhang drüber und hinten dran hat es noch eine Tasche mit dem Kopfschmuck und mit einem Gürtel, der dazugehört. Wir haben ganz am Anfang verschiedene Kleider, vor allem für die Hirten, für das Volk und für die Könige genäht. Wir haben uns darauf geschaut, dass wir alles zusammen von Hand nähen, das, was man sieht. Die Innennähte haben wir mit der Maschine genäht, sodass es einigermaßen authentisch aussieht nachher. Und auch nicht künstliche Stoff, sondern das meiste ist Baumwolle, Leine, die wir verarbeitet haben. Aber noch eine Pflanze gebracht, du musst mal die noch anschauen. Die Grundidee von dem, die geht ein bisschen zurück auf den Franziskus von Assisi. Der hat schon angefangen, mal so eine Krippe darzustellen in einer Kirche. Mit lebenden Figuren, mit Menschen, mit Tieren, mit allem. Und irgendwie hat uns das überzeugt. Also die Weihnachtsgeschichte in einer lebendigen, modernen Form den Leuten zu erzählen. Und das andere, was mich auch überzeugt, ist einfach, die Leute aus der Gemeinde, die können mitspielen. Die sind aktiv dabei. Es ist nicht nur etwas zum Schauen, sondern man kann sich einbringen und Theaterluft schnuppern, Rollen spielen. Und das ist eigentlich der zweite Punkt, warum wir das machen. Ich habe Religionsunterricht, Katechese in Münchenbuchsee gegeben, was angefangen hat, und bin von Anfang an dabei gewesen. Nicht als Königin, sondern habe dort bei den Hirten Tee ausgeschenkt. Und so bin ich dann drin hineingewachsen ins Theaterteam. Unser ganzes Pfarrteam ist eigentlich schon sehr darauf ausgerichtet, dass wir die Leute ansprechen, dass wir verschiedene Sachen, Angebote machen, wo die Leute beteiligt sind, wo die Leute eben wirklich aktiv auch dabei sind. Ich habe ja den Schwerpunkt Kinder, Jugend, Familie. Und durch das ist es bei mir ganz viel so, dass ich schaue, dass die Kinder oder die Jugendlichen etwas machen können und nicht nur da sitzen und zuhören. Gerade in der Kinderwoche schauen wir darauf, dass nicht nur jedes Kind für sich etwas machen kann, was es mit teilnimmt, sondern dass auch etwas entsteht, das nachher wie ein Gemeinschaftswerk ist, wo man so ein bisschen stolz drauf schauen kann. Und einmal in einer Kinderwoche zum Thema Josef, der ja nach Ägypten ist gegangen, ein bisschen gezwungenermassen. Da haben wir nachher eine riesige Wand miteinander gestaltet mit ägyptischen Gottheiten und Hieroglyphen und allem Möglichen. Und das ist nachher etwas, das eben mit Bastelmaterial wirklich muss gemacht werden. Ja. Der Milibach in Brienz soll neu westwärts geleitet werden. Die Gemeinde hat gestern Abend die Bevölkerung über die neue Hochwasserschutzvariante Brienz West informiert. Sie gilt als die beste Variante und soll das Dorf vor zukünftigen Schäden schützen. Also die Variante hat gegenüber allen anderen ganz markante Vorteile. Die ganz wesentlichen sind, dass wir aus dem dicht bebauten Siedlungsgebiet rauskommen, ins weniger dicht bebaute. Dadurch nimmt auch allenfalls künftig Schadenpotenzial deutlich ab. Dann sind deutlich weniger Gebäude betroffen, also deutlich weniger Wohnhäuser, die allenfalls aufgegeben werden müssen zugunsten von dem künftigen Abflusskorridor. Also ganz sicher wird ein Wohnhaus im neuen Korridor zu liegen kommen. Und je nachdem, wie breit schlussendlich der Korridor wird sein, können allenfalls noch 3 bis 4 weitere Häuser tangiert werden. Bis wann weiss man, wie viele Häuser das effektiv tangiert sind? Also wir streben an, dass wir am Ende des Vorprojekts, und das wird hoffentlich in 1 bis 2 Jahren der Fall sein, die Fragen definitiv klären können. Ihr habt gestern
die Betroffenen informiert. Wie war das? Ja, das war sehr emotional. Die Leute haben das entgegengenommen, verschieden entgegengenommen. Es ist von Verständnis bis Unverständnis, dass man diesen Entscheid so hat getroffen hat, diesen Korridor West zu machen. Es ist aber für die Bevölkerung und auch für die direkt Betroffenen gut gewesen, habe ich das Gefühl. Es haben ja alle schon irgendwie ein bisschen gewusst, oder? Also, alle haben gewusst, jetzt kommt der Entscheid und es sind natürlich auch, ja, ist umgesprochen worden, wo kommt der Korridor und irgendwann muss man es eben offiziell machen und das ist natürlich immer schwierig für die Leute, die es betrifft. Ja. Ja, es hat Familien gegeben, die wirklich die direkt Betroffenen sind, die zu uns vorkommen, wo man schon jetzt weiss, das Haus wird vorkommen, die sich hergestellt und hat gesagt, ja, sie sehen das. Es gäbe keine bessere Variante, es sei eine Logik dahinter, warum dass man das auf die Westseite gelegt und sie haben das in der Familie besprochen und sie werden diesen Entscheid akzeptieren. Und das ist grosse Geste von EPREM zugunsten von vielen anderen für die Allgemeinheit und das zollt mir grössten Respekt. Ihr selber, ihr werdet per Ende Jahr zurücktreten als Gemeinderatspräsident. Wie ist das für euch? Ja, es war für mich eine sehr interessante Zeit, die 2 Legislaturen, die 8 Jahre zu machen. Ich hätte mir gerade so einen anderen Abschluss vorstellen können, die letzten 4 Monate, die ich jetzt hatte. Aber wenn man es in der Sache schaut, ist es eigentlich vielleicht gar nicht schlecht, dass wir es so machen können. Also ich habe jetzt die Aufräumarbeiten betreut oder bin ein bisschen der Kopf von diesem Wetter. Jetzt der Entscheid, dass wir einen Korridor machen, dass sie ein bisschen hart entscheiden, wo wir jetzt veröffentlichen. Und dann gibt es ab dem neuen Jahr wie einen Schnitt und dann kommt die neue Legislatur und die baut dann um mich auf und macht aus unserem schönen Enderdorf noch das schönere Enderdorf mit halt, gewissen Nachteil für die Leute, die es betrifft. Aber schlussendlich wird es eine gute Lesung geben und von dem her bin ich froh, dankbar, dass ich herren kann, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe mit der Familie, meiner Hobbys und das wird einen guten Übergang geben und das wird auch gut weitergeführt. Ich kenne meinen Nachfolger sehr gut, Fuchs Bernhard, der Erfahrung hat in dem. Miteinander geht besser als gegeneinander. 8 Hotels aus der Region Jungfrau-Interlaken haben sich zu einer Kooperation zusammengeschlossen. Zusammen wollen sie gegen die grossen Hotels und Hotelketten besser ankommen. Wie das gehen soll, hat Stefan Schneider vom Waldhotel Unspunnen meiner Kollegin Ranina Häusli erzählt. Grosse Hotels und Hotelketten haben durch ihre Grösse auch einen Wettbewerbsvorteil. Wie wollt ihr dem entgegenwirken oder euch entgegenstellen? Ja, das ist genau das Ziel der Hotelkooperation, dass wir gemeinsam eine größere Masse haben und dementsprechend auch eine andere Verhandlungsposition haben in gewissen Fällen. Und, also, es geht ja nicht nur monetar, es geht auch darum, qualitativ viele Sachen umzusetzen. Also gegen Hotelketten oder grosse Betriebe, ausländisch geführte Hotels haben wir nichts. Es gibt sehr viele gute Beispiele hier auf Platz. Es gibt leider auch wenige, die nicht so Freude machen. Aber unsererseits fokussieren wir uns auf uns und probieren unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen. Wo seht ihr die grössten Herausforderungen oder auch Gefahren für Hotels in der Region Interlaken? Also die grössten Herausforderungen, es gibt viele verschiedene, auch kleine Faktoren, aber ich glaube, eine ist wirklich die weltpolitische Lage. Es muss nur irgendwo etwas passieren und dann reisen Gäste nicht mehr. Und das ist sicher das grösste Gefährdung, die wir im Moment haben. Andererseits ist es nicht einfach, Mitarbeiter zu finden. In der Gastronomie, Hotellerie, das ist, glaube ich, weitläufig bekannt. Und vor allem Saisonmitarbeiter ist wirklich eine Mangelware, die nicht einfach ist zum Anstellen. Was kann denn eine Hotelkooperation wie eure dagegen machen?
Ja, wir können probieren, dass wir die Leute möglichst das ganze Jahresverträge anbieten, ist sicher ein Ziel. Andererseits, dass wir auch interne Weiterbildungen machen, dass die Qualität stimmt, schauen, dass wir auf Wünsche eingehen, wie Teilzeitarbeit, wie gewisse Ferienbezüge in der Nebensaison, die umfangreicher sind. Wie ist so die Zusammenarbeit unter den Hotels? Wie funktioniert die? Die Zusammenarbeit unter den Hotels ist eigentlich in Interlaken relativ gut, sei es im Hotelverein oder so. Da ist nicht grosses Konkurrenzdenken, man hilft einander. Bei unserer Hotelkooperation ist es so, dass wir probieren, möglichst gegenseitig einander zu helfen in Notfällen. Und bei uns sind natürlich viele Hoteliers am Tisch, da hat jeder eine andere Ansicht, aber wir haben eigentlich immer einen gemeinsamen Nenner gefunden, wo wir gewisse Projekte vorantreiben können. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den Beiträgen findet ihr auf www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Da ist das Wetter auf der Plattform J am Mittwochabend, am 4. Dezember. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen. Heute hat sich das Hoch ein bisschen aufbauen. Es hat auch für sonnige Abschnitte gelangt. Morgen haben wir dann das Gegenteil. Das Hoch wird sich langsam wieder abschwächen. Dann wird der Weg frei für ein Tief, das hier über Schottland Richtung Nordsee zieht. Und ausgehend von dem Tief erreicht uns dann auch eine neue Störungszone. Die beschäftigt uns in der Nacht auf den Freitag. Jetzt haben wir aber zuerst eine ruhige Nacht vor uns, die Nacht auf den Donnerstag. Morgen am Donnerstagmorgen unterhalb von 800 Metern verbreitet neblig grau, sonst aber recht sonnig und die Temperaturen liegen morgen Morgen bei Wert um den Gefrierpunkt. Also der Donnerstag, der startet wettermäßig ruhig. Der Nebel wird sich am Nachmittag dann auflösen und dann ziehen aber aus Westen auch immer mehr und dichtere Wolken auf. Bis am Abend bleibt es allerdings trocken. Die Temperaturen gehen darauf auf Maximalwert von etwa 3 oder 4 Grad. In der Nacht auf den Freitag wird es verbreitet nass. Der Wind wird kräftig auffrischen. Auch am Freitagmorgen windig und ungemütlich und nass. Der Tag dauert dann wechselhaftes Wetter. Der Wind lässt ein bisschen nach. Die Temperaturen mild mit knapp 10 Grad. Die Schneefallgrenze weit oben auf 1500 bis 2000 Meter. Am Samstag dann zum Teil kräftiger stürmischer Westwind, immer wieder einmal nass. Zuerst auch noch mild mit einer Schneefallgrenze um 2000 Meter, aber die kommt dann runter. Wir sehen hier am Sonntag und Montag zunehmend Schnee bis in tiefe Lagen. Die Temperaturen gehen markant retour und allgemein wird es dann in der kommenden Woche ziemlich winterlich sein. Anfang Woche, wie gesagt, mit noch ein bisschen Schnee. Nachher trocknet es zwar ab, es bleibt aber dann ziemlich kalt. Und vermutlich haben wir in der kommenden Woche dann auch die ersten Eistage. Das sind Tage, wo die Temperatur den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt bleibt. Das sind meine Damen und Herren vom Wetter auf der Plattform J am Mittwochabend. Danke fürs Zuschauen und wenn Sie wollen, bis zum nächsten Mal.